Hallihallöle, ich bin's, euer Blastingenieur. Und guckt, da haben wir mein Riken Mark II halbautomatisch, Entschuldigung. Also gerade überhaupt nicht automatisch, weil die Batterie fällt, aber die liegt da seitlich und ich hoffe, dass sie genug Saft drin hat. Ich hab's natürlich vom Anfang vom Video nicht probiert. Aber das ist halt auch ihre Zugabe, dass man mal wieder schießt. Ja, das habe ich mir so spontan vorgenommen. Aber eigentlich, das Projekt haben wir ja letztes Jahr abgeschlossen. Eigentlich gerade zum Tester haben. Und ich hab da, ja, nicht aufpasst, das hätte ich wegmachen sollen. Wir tun jetzt. Gehst du weg? Ach so. Eieiei. Ich mag da gerade was. Das Ding, das habe ich immer weg gehabt. Das ist gut. Das Ding können wir nicht verwenden. Aber ihr tut jetzt so, wie wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Oh, ganz überrascht. Also ich zeige euch meine Iterationen. Ich habe da auch noch die Box entworfen. Eigentlich wollte ich das alles noch einmal aufwasch machen, aber ich mag jetzt als nächstes auch ein Übersichtsvideo machen, wenn wir noch da Stand haben. Oder will ich da auch noch mal einen Stand hinkriegen, der so halbwegs abgeschlossen ist. Und ihr seht, da fehlt euch ein Anschluss schon. Das ist der Anschluss zum Kompressor. Das war der Anschluss zum Tank. Das ändern wir. Aber ja, haben wir auch noch da noch ein bisschen kleine Änderungen. Hab da ein B-Car gefunden. Das montieren wir noch auch noch. Und dann machen wir einen Schusstest. Und jetzt machen wir ein bisschen Platz. Weil ich habe jetzt die Kompressor-Tank-Einheit. Da habe ich jetzt ein Design für gemacht. Oder halt ein Gehäusle. Das Design möchte ich jetzt nicht unbedingt. Und jetzt zeige ich euch mal das erste. Das hat die Box. Ja, da ist da X für den Tank. Das ist für den Kompressor. Ja, das hat ewig gedauert, um auszudrucken. Nur, dass ich das festgestellt habe, das ist zu klobig und schlecht. Und gut, ich habe das auch in der schlechtesten Qualität ausgedruckt. Ja, habe ja keine Geduld. Das ist doch eine Wand. Das ist ohne Stützdruck. Ja, das hat alles nicht ganz so funktioniert. Hat aber gereicht, um mir zu zeigen, was es zeigen soll. Also da die Ventile reingehört. Das war so die Idee gewesen, dass die Ventile da haben. Alles in einer Box. Ja. Oder halt auch nicht. Das geht vielleicht. Ja, das darf ich ruhig ein bisschen größer machen, das Loch. Das war so die Überlegung, alles in einer Box. Aber ihr seht ja, die Dimensionen von der Box im Verhältnis zum Blaster selber. Also das wäre dann noch. Packen wir das mal ein bisschen zur Seite. So dran gewesen. Hat man zeigt auch die Schiene, habe ich nicht richtig konstruiert. Aber ich heb's jetzt einfach mal noch. Das tät ein bisschen. Nee, das passt einfach nicht. Das ist viel zu groß und ja, auch geschickt. Wobei, was man auch. Ja, das kommt mir jetzt gerade, wenn ich drüber rede. Hab dann eine zweite Iteration. Das ist auch ein Fehldruck. Dann kreucht er mir zu Zeuge das. Ja. Ach, jetzt weiß ich, was ich damit festgestellt habe. Seht die Nobber da unten. Das geht nicht ganz drüber, weil das genau an den Nobber stoppt. Die Nobber sind ziemlich überflüssige Designelemente, aber ich mag sie nicht wegmachen. Deswegen steht es da hinten. Hat da eine längere Aussparung. Ui, das ist schön reingeknackt. Ui. Und fast nicht rausgeht. Da ist das da hinten. Gut, das muss ich noch reinkleben. Das war da hinten modular. Dass ich das. Ihr seht, das gehört da nicht dazu. Das habe ich auch nicht mehr geändert. Das ist das Derzeit-Finale. Nennen wir es Derzeit-Final. Da habe ich gedacht, ich verstecke da noch ein bisschen einen Teil der Schläuche. Die Idee habe ich aber aufgegeben, weil das war mir auch mal. Ja, das ist schon auch noch gewaltig. Packen wir das auch weg. Dann kann ich das auch endlich dahin, wo es hätte hingehört.
in die Endstation, in Kutterkiebel. Ja, was will ich da damit? Auf jeden Fall habe ich mein derzeit letztes Design, stehst da noch. Habe Schraube, alles. Und eigentlich, wenn ich so recht durchdenke, hätte ich in der Schulterstütze Schnittstelle noch gemacht. Das wäre geschickt gewesen. Da könnte man den Tank da noch machen, irgendwo da in die Ecke. Weil da vorne ist halt doch ein bisschen, stört es halt doch. Aber dann müsste die ganze Schulterstütze den Teil nochmal drucken. So habe ich halt eure Einheit, die wir dann für alles Mögliche nutzen können. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das Ding wird da reingeklebt. Einfach, dass man das da hinten liegen drucken kann. Und das auch auf der Seite. Die Seite ein bisschen Spalt hat's. Und ja, das Lämple habe ich nicht ganz gescheit ausgespart. Aber bei dem Lämple ist auch. Ja, muss zuerst einschalten. Gern. Dann kann man das Lämple. Das passt. Aber das soll die eigene Klappe haben, um die zuzumachen. Zum An-Aus. Weil wenn man dann drauf drückt, blinkt es rot und dann blinkt es nochmal rot. Das heißt, das ist nicht ganz so taktisch. Eigentlich will ich draufdrücken und wieder aus. Draufdrücken und wieder aus. So sollte das eigentlich sein. Aber es ist drin und ich denke ich mir, kann man das auch nutzen. Oder Anschluss für die USB. Das sollte ich auch noch testen, ob das geht. Hätte ich was gedacht, hätte ich USB-Kabel noch gekriegt, aber ja, ja gut, so ist halt. Ich arbeite noch dran, ein Profi zu werden. So, und das hebt jetzt auch ohne den Kleber schon halbwegs. Wenn das jetzt reingeklebt wäre, der jetzt richtig halte. Denke ich mal. Da stelle ich fest, vorne das müssen wir ändern. Aber vorne muss ich sowieso ein anderes Ding noch machen. Wir können das jetzt einfach wieder wegmachen, so. Weil das habe ich jetzt noch nicht reingeklebt aus dem Grund. Das ist vorne, das ist dort dick. Dann kriegt man das nicht mehr. Das ist eigentlich die Firma. Doch, gerade so das runtergegangen hat. Oder drauf gegangen hat. Denkt man doch, haben die da nichts dabei gedacht. Aber gut. Wir haben dahinter ja die Form schon. Die Form geht ja doch an einer geraden Linie durch. Und ich habe irgendwo auch noch. Lass mich überlegen. Ich glaube, für die Streif habe ich das gemacht. Da habe ich die Schnittstelle auch schon mal modelliert. Das heißt, das können wir auch schön gerade Form durch. Dann können wir da Schiene drunter machen. Und vielleicht machen wir Schiene seitlich noch. Das könnte man überlegen. Ich bin am Überlegen, wie man das macht. Wo die Knöpfe hinkommen. Wenn man den Blaster so, na gut, noch hat man da noch ein Ding dran. Oder vielleicht machen wir die Mega und die Rakete separat. Dass man Mega hier auslöse, Rakete da, zack, separat auslöse. Das muss ich mir noch durchdenken. Vielleicht machen wir das geteilt, dann können wir das nämlich. Da kann man das nämlich separat irgendwie machen. Ich habe mir das alles noch nicht ganz durchdenkt, dass ich dachte, das ist. Also bei dem Kanal, das ist. Ich will euch keine fertigen Ergebnisse präsentieren, ich will euch den Weg hin auch mit. Ich will euch da einfach mitnehmen. Jetzt haben wir da das BK. Also immer die Marke nur bis weg. Ich weiß es gerade nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man das Ding da rausnimmt, passt es da schön. Oh ja, schön mitgefallen. Aber es passt drüber. Weil der Lauf ist halt durch das, dass er Kunststoff ist, ein bisschen dicker wie ein Metalllauf.
Ich glaube, dass das doch daran liegt. Und da könnte man den Lauf ein bisschen länger machen und das präziser machen. So. Und ihr seht da jetzt ein Problem, das ist da noch offen. Und das ist da noch. Und gut. Das heißt, weil das habe ich jetzt da halt einfach so kurz wie möglich gemacht und das habe ich auch nicht einhausen wollen. Das spart halt. Das spart halt nochmal eine ganze Ecke im Gehäuse. Wenn man das vergleicht. Ah. Das bringt halt auch nichts, wenn man das einhaust. Also der Blaster darf schon ruhig ein bisschen technische Optik haben. Das ist gewollt. So. Aber nochmal, ich zeige euch erstmal, was ich vorhabe, bevor ich da jetzt loslege. Und dann gucken wir, ich habe da so Y-Stückle und dann machen wir da. Gehen wir von da auf die beiden Ventile. Das ist der Schlauch. Da habe ich mir nochmal so einen gekauft. Das ist dann, damit der Kompressor angeschlossen ist. Da habe ich nichts Gescheites gefunden. Oh Gott, das. Heieiei. Okay, den können wir mal so entfernen. Und dann können wir mal gucken, wie man das Panzertape runterkriegt. Das ist langfristig, brauchen wir keine Lösung mit Panzertape. So. Panzertape weg. Dann können wir das Ding auch weg. Okay, ja, wenn man es dreht, dann Gott, drehen uns hier. Okay, das Ding hat da weg. Gerade sage ich es, wenn man es dreht. Ja, doch. Das ist gerade wenig Chef für den Schnelldurchlauf, aber gerade genug, dass ihr mein Gefluche hören müsst. Und ich hoffe, dass die YouTube AI dort ist noch nicht versteht. Wobei, ist mir eigentlich auch egal. Kriegst du sowieso nichts dafür. Ha, komm schon. Krust. Oh, nun, ein Aufgang ist doch auch. Ich soll es auch vor der Kamera machen. Oh ja, das ist immer das Letzte. Immer das Letzte, was nicht geht. Das kann ruhig liegen bleiben. Das hebt man noch auf. So. Oh, ein bisschen. So. Die Klammer wird dann noch. Ui. Ja. Normalerweise habe ich immer genug Videos im Voraus, aber zurzeit ist ziemlich eng. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich vorankomme. Und die erste Hälfte des Jahres ist auch schon rum. Also zumindest, wenn ihr das Video seht. Also, einen Zwischenstand müssen wir dann auch machen. Deswegen wollte ich das jetzt einfach, weil sonst hätte ich da jetzt noch weiter designt. Aber das ist auch gut, dass ihr so die Zwischenschritte. Das denke, das ist so mein Konzept von dem Kanal. Zu ermutigen, zum Basteln. Am Ende des Tages eigentlich egal an was, aber ich bastel gerne an Bleisterle. Zum Reparieren, zum Rumbasteln, zum Modifizieren. So. Und jetzt, der ist noch. Oh. Uiuiui. Oh, ist das ein Grust. Das ist.
Wenn nicht Wildwurst kürzt, ist gleich klar ist. Heieiei. Oh. Okay, wir machen einen kurzen Prozess, die hole Messer weg. Geduld, ich komm gleich wieder. Messer auf Seite schnell, oder? Irgendwas davon wird schon da. So. Erledigt. Dann müsste das wahrscheinlich sowieso alles nur kurze. So. Uiuiui. So, das verkratzt mir jetzt natürlich schon der Tisch. Der schöne Tisch. So, so, Prost weg. Dann, wenn man den Kompressor auf den Keks geht, dass der immer auf so komische Maßeinheit ist. Also, während unsere Breite gerade kann schon mit PSI was anfangen oder PSI. Also, das ist da lang drauf. Kilopascal könnte man noch was mit anfangen. Oh, wir nehmen mit Bar. Also, gucken wir mal. Okay. So. Schießen wir das. Ja, 1,3 Bar sind wohl zu wenig. Wir haben sonst immer 2,5 gehabt. Und jetzt sind wir bei 0,75. Das ist schon cool, dass das alles auf einmal schießt. Das war jetzt nicht ganz so 2,5. Und so. Und jetzt alle. Ich finde das einfach witzig. Jetzt haben wir alles 0,45. Oh. Gleich wieder aufsammeln. Und Rakete. Jetzt haben wir eine 0, so seht ihr es auch. 0,85. 0,6. 0,4. Oh, das seht ihr. Kriegen wir da noch das halbe raus. Okay. Das war ein Nein. Sie sind aber rausgeflogen, aber das war jetzt nicht so. So. Da muss man wirklich was. Zack. Kurz räucht. Das ist einfach. Ja. Irgendwie müssen wir uns noch mal drum kümmern, dass wir das Ganze kompakter kriegen da, ne? Oder halt das modular. Und Rakete. Nochmal Rakete. Okay. Jetzt ist dann. Jetzt ist zu Ende. So, das heißt, das Gott wieder. Das heißt, ich bin im Überlegen, ob ich das alles in einem Gehäuse haben will oder das geteilt haben will. Wobei am Ende des Tages kann ich es auch so modular machen, wenn ich es dann, ich kann dann auch einfach, wenn ich das nochmal haben will, als Holzdesigner. Weil das wäre halt schon, wenn die Rakete, das könnte ich dann alles da.
seht, so in ein Gehäuse hinein. Und das auch irgendwo auf ein Gehäuse einfassen. Aber da Schale. Und dann eventuell drunter wird nicht gegangen. Die müsste auch hier irgendwo sein. Könnt ihr so nacheinander anordnen. Oder halt separat in der Box und das auch irgendwie auf Schiene montiere. Und dann geht er halt auch einfach gut vorbei. Es wäre, glaube ich, schon geschickter, die da mit dabei zu haben. Idealerweise baue ich das. Da bin ich noch nicht ganz. Das ist eine separate Box. Weil ich krieg's unter halt, so wie ich mir das derzeit vorstelle, will ich auch wieder hier einen Schnitt habe. In der Deule. Und dann kriege ich das Unterhalt schwer noch, weil dann müsst ihr 4 Deulen draus machen. Oder halt mit Stützstrukturen arbeiten. Und das mache ich nicht gern, weil Stützstrukturen vorne ist ja unnötiges Geschäft, wenn man es vermeiden kann. Und vor allem halt ein Materialschlacht. Also wenn ich das so drucken kann, dass ich keine Stützstrukturen brauche, dann bevorzuge ich das. Oder halt immer gucke, wenn minimale Stützstruktur, okay. Also wenn es wirklich an einer anderen Stelle nicht anders geht, aber ich versuche Stützstrukturen generell zu vermeiden. Das heißt, kann ich den da nein, das tendiere aktuell zu einer separaten Box. Dann kann ich das entweder auf die linke Seite oder auf rechte Seite in der Schiene montieren. Aber erstmal machen wir für den Lauf das Ding. Und dann machen wir das Ganze. Ich meine, die ganze Schläuche muss ja auch noch kurz, so dass es halt noch passt. Seht, wie kurz da die Schläuche sind. Und das will ich eigentlich nur so lang haben. Ja gut, das durfte eigentlich von der Länge. Ganz mal. Hoppala. Komm schon rein. Das durfte. Dann haben wir dem ersten die Box auf die Seite. Ja, eigentlich sollte sie auf der anderen Seite sein. Ich bin Rechtshänder, das ganze Ding. Gut, das ganze Ding ist von links und rechts. Nicht ganz, ich meine, der Taster ist hier jetzt auf der rechten Seite. Das heißt, wenn ich mit links hätte, das ist der Taster, das zeige ich noch. Auf jeden Fall, bevor ich es erklären muss. Hoppala. Auf jeden Fall würde ich das gerne dann mit der linken Hand bedienen. Weil die hält den Blaster vorne dann sowieso. Das heißt, dann muss das da unten rum. Dafür ist fast kurz. Ja gut. Daran soll es nicht scheitern. Weil das hätte sogar gegangen. Und dann zack direkt in die Box. Da kennt man das. Ja, vor allem, wenn ich das da selber mache, das obere, komme ich da. Kann ich da eine Schiene dran machen, dann kann ich das dann ziemlich weit oben. Seht, hoppala, das. So sieht er aus. Das ist, wenn man da so vertieft ist im Schwätzen und da nicht aufpasst, dass man eigentlich noch filmt. Ja, ich werde besser, ich verspreche es. Aber das passiert mit der Zeit. Auf jeden Fall, das ist dann so. Das heißt, das ist dann schon recht kompakt. Gut, ein eigener Blaster aus den Dingen wird man nicht machen können. Oder könnte man schon machen, aber das ist nicht besonders sinnvoll. Okay. Das heißt, Ventilbox ist separat.
Und dann kommt, weil dann kann ich die links und rechts befestigen, wie lustig ich bin. Halt links und rechts aber Schnittstelle machen. Und das ist auch so schnell gemacht. So. Da rein. Aufgeräumt. So, Hodele. Da haben wir das. Oh, ganz richtig verkratzt. Dann packen wir da mal Batterien ein. Ich will den nochmal schießen, gucken, ob das mit dem PK geht. Das ist jetzt meine Ausrede, dass ich da den mal wieder, dass wir den mal wieder schießen. So, Vorsicht, jetzt piepst gleich. Okay, 23,6. Ui, die weicht ein bisschen arg ab. 3. So. So, da lang. Ist schon schöne Seite. Gut, ich wollte halt auch einfach, dass man alles Mögliche sieht und die Sicherung ist auch ein bisschen übertrieben. Ja, heute nehmen wir können, die vom Bauraum deutlich kleiner ist. Aber ja, das waren Dinge, das musste einfach. Mein Gott, und ihr seht, da oben ist ziemlich viel Luft drin, da hätte man auch alles. Also, dass das alles so rausragt, hätte alles nicht sein müssen. Das war alles meine gewollte Entscheidung. So. Jetzt müsst ihr. Ach, man sollte auch einschalten. Da ist extra der Schalter. So. Das heißt, der Taster unterbricht einfach den Weg nach hinten, dass wir das Magazin rausnehmen können. Das ist der ganze Witz an der Geschichte. So, dann laden wir mal ein paar Pfeile rein. Sieben, 8, 9, 10. Ah, scheiße. So, jetzt müsste es leer sein. Wir können ausschalten. Und dann ist nur noch Luft rauskommen. Ah, da haben wir jetzt das erste Mal eigentlich, dass das irgendwie sich verklemmt hat und dann, ja gut, nicht sauber geschossen. Das heißt, wenn das ist halt der letzte Schuss, wo dann spannen will. Gut, eigentlich hätte ich noch gucken sollen, was noch da drin ist. Das heißt, das BK funktioniert, oder BK, wobei BK, Bearing, Auto-Centering Rifling, ich glaube, so war das. Ja. Und es sieht auch irgendwie cool aus. Also, wir können das doch schon so machen, dass das vielleicht da auch geht, aber dann müssten wir zu viel. Und da ist dann irgendwann mal einfacher, das auszudrucken. Und vor allem, seht, da habe ich die Kontur schon hingebracht. Irgendwie, das ist halt immer noch. Gut, das ist hinterher halt auch saumäßig schwer. Also so ist es, wenn ich das nicht an die Schulter anlehne und so ist es halt
wenn ich es an Schulter anlehne. Das heißt, eigentlich hätte man das da oben irgendwie festschrauben sollen. Das ist halt, ja, es ist halt nur an der Stelle wirklich mit dem Blaster verbunden. Das hätte ich mal, irgendwie hätte ich da mir was überlegen sollen, wie das da mit dem Blaster verbunden wird. Aber naja, so ist es halt. Ich muss mal da. Das war jetzt auch nichts, was ich irgendwie auf Leichtigkeit konstruiert habe. Könntet auf die Seite noch. Könntet auf die Seite tatsächlich noch Schienen noch machen. Oder müsst ihr den Blaster wieder zerlegen. Es gibt Geschäfte, die ich nicht unbedingt machen will. Also der Blaster zerlegen, das gehört da das ist ganz vorne mit dabei. Das ist nicht mehr ganz so einfach, den Blaster zu zerlegen. Also es geht noch, weil das alles für so gemacht ist, dass das modular ist und ich habe ja hier viele Teile auch modular gedruckt, weil ich habe das entworfen, habe dann den, und das ist halt so stückweise entworfen, habe ich mein, der die da irgendwann mal zweite Version machen, der die das glaube ich auch alles nicht so modular machen, sondern gerade den hinteren Teil irgendwie aus einem Guss. Wobei auf der anderen Seite, ich habe es auch modular gemacht, weil mein Drucker das nicht anders hergegeben hat. Und ich glaube, hier hat der Drucker irgendwann versaut, da habe ich Kolusch gehabt, das nicht mehr komplett auszudrucken. Könnte auch mal irgendwie. Ich könnte es auch einfach alles mal zerlegen und sauber zusammenkleben. Dann wäre das ein Block. Ja, was man nicht alles machen könnte, wenn man die Zeit dafür hätte. Ich mache jetzt als nächstes Video. Lass das jetzt gleich mal auf den Tisch. Klebe das da auch nochmal. Dann machen wir einen oder Halbjahresbericht. Gucken wir, was wir alles erreicht haben. Und dann schaffen wir weiter. Mama, lasst ein Abo da oder kriegt das mit. Kennt das Spiel hier. Lasst einen Kommentar da oder sowas. Es ist immer wieder nett und unterstützt es, wenn es euch gefällt. Und macht eigene Projekte, erzählt mir davon, wenn ihr da drauf Bock habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Blaster-Ingenieur.